Matthäus, Kapitel 6. Schaut darauf, dass ihr euer recht Leben nicht in aller Öffentlichkeit zeigt, dass man euch ein Ja seht. Das rechnet euch euer mächtiger Vater nicht an. Wenn du also etwas spendest, hängst nicht an die Grossglocke, wie die Skiheiligen in den Synagogen und auf der Straße, dass alle von ihnen reden. Glaubt mir, damit ist ihr ganz Lohn auszahlt. Wenn du etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was dir recht macht, weil gut zu tun musst für dich allein. Und dein Vater, wo er das sieht, zahlt er's aus. Und wenn er mit dem Gott redet, dann nicht wie die Skiheiligen, die gern in den Synagogen und auf den grossen Plätzen anstehen, um mit dem Gott zu reden, dass es ja alle sehen. Glauben wir, damit ist ihr ganz Lohn auszahlt. Wenn du redest mit dem Gott, gang in dein Kämmerli, mach die Tür zu und red mit deinem Vater ganz für dich allein. Und dein Vater, wo er das sieht, zahlt er's aus. Wenn er mit dem Gott redet, plappert nicht wie die Heiden, die ja meinen, der Gott höre auf ihr Geschwätz. Macht's nicht wie die. Euer Vater weiss ja, was er braucht, bevor er es verlangt habt. Drum redet ihr so mit dem Gott. Mächtiger Vater, du bist heilig. Auf deine neue Welt belangt mir. Dein Wille geschehe in dieser und in der neuen Welt. Ich bin's genug zu essen heute. Und lass uns unsere Schulden an, wie wir es auch unseren Schuldner nachlassen haben. Und stell es nicht auf Probe, sondern schütze es vor dem Satan. Wenn ihr nämlich den anderen ihre Verfehlungen durchlässt, so lasst euch auch euer mächtiger Vater durch. Wenn ihr es aber den anderen nicht durchlässt, lasst euch euer Vater auch eure Verfehlungen nicht durch. Wenn ihr fastet, macht kein 20 ab 8 im Maul, wie die Skiheiligen, die hässig reinschauen, um den anderen zu zeigen, wie es fastet. Glaubt mir, damit ist ihr ganz Lohn auszahlt. Wenn du fastest, strähl dich gleich und wäsch dir das Gesicht. Fasten musst für dich allein, nicht um es den anderen zu zeigen, sondern nur deinem Vater. Und dein Vater, wo er das sieht, zahlt er's aus. Kratzt nicht Millionen zusammen auf der Erde, wo's die Schaben fressen und die Würmer, und wo's Diebe und Einbrecher stellen. Kratzt lieber Millionen zusammen im Himmel, wo's keine Schaben und keine Würmer fressen, und wo's kein Dieb und kein Einbrecher stellen. Wo deine Millionen sind, dort ist ja auch dein Herz. Die Augen geben einem Licht. Hast du gesunde Augen, so hast du auch Licht in dir drin. Wenn du aber böse Augen hast, so hockst du im Dunkeln. Wenn das Licht in dir innen dunkel ist, dann ist wirklich Nacht. Niemand kann der Knecht von zwei Meistern sein. Entweder kann er den einen nicht verputzen und mag nur den anderen. Oder er ist am einen treu und leidet der andere. Ihr könnt nicht gleichzeitig der Knecht vom Gott sein und vom Geld. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen, was ihr morgen essen oder trinken oder anlegen. Ist nicht das Leben mehr als nur Essen, der Körper mehr als nur Anlegen? Wie ist es bei den Vögeln? Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie fahren keine Frucht ins Dann und euer mächtiger Vater futtert sie gleich. Sind ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch könnte mit Zörgeln sein Leben auch nur um 1 Stündchen verlängern? Und warum habt ihr Sorgen wegen der Anlege? Schaut einmal, wie die Wiesenblumen wachsen. Sie krampfen nicht und machen sich keine Kleider. Ich sage euch, dass nicht einmal der Salomo in seiner ganzen Pracht angelegt war wie nur eine von denen. Wenn der Gott schon am Gras, wo man morgen führen, damit sonnige Kleider gibt, wie viel eher dann euch Kurzgläubigen? Hört also auf Sorgen, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anlegen? All dem studieren die Heiden an. Aber euer mächtiger Vater weiss ja, dass er das alles braucht. Studiert zuerst einmal die neue Welt nach und wie man dort recht lebt. Dann kommt alles andere von mir selber. Macht euch darum keine Sorgen auf Vorrat. Morgen ist ein anderer Tag. Es langt am Krampf von heute.